mal. Oh. So hat die Schlange das Elefantli gelernt boxen. Sie hat ihm auch sonst noch alles gezeigt, was man mit so einem Rüssel anfangen kann. Das Elefantli hat ihr vielmals Danke gesagt und ist fröhlich auf den Heimweg. Quer durch den Urwald durch. Und was meint ihr, was es für eine Freude hat, wo es herausgefunden hat, dass es mit seinem Rüssel trompeten kann? Als es heimgekommen ist, sind alle wütig auf das Elefantli los, weil es so lange fortgeblieben ist. Aber es hat den Rüssel aufgerugelt und da haben alle gerufen. Was hast denn du mit deiner Nase angefangen? Ja, schön ist es nicht, aber praktisch. Hat das Elefantli gelacht. Und es hat gezeigt, was man mit so einem Rüssel alles machen kann. Zuerst geht es zum Onkel Walross, der wieder mal ein Schläfli gemacht hat, saugt den Rüssel voller Wasser und spritzt ihm alles ins Gesicht. Dann holt der Onkel Pavian vom Baum ab und höckt ihn in ein Wespennest hinein. Nachher geht es zur Tante Giraffe und ruft: Kuckuss, Tante Giraffe, schau mal. Und bevor es Tante Giraffe an den Ohren nehmen konnte, spickt sie ihr eine Ast an die Nase. Dann hat es den grossen Elefanten gezeigt, wie man boxen kann. Da haben alle anderen Elefanten auch so eine praktische lange Nase wollen. Sie sind quer durch den Urwald durch zum Fluss Limpopo gegangen. Dort haben sie sich vom Krokodil ihre Stumpfnase alle zu einem Rüssel ausziehen lassen. Und seit dieser Zeit haben alle Elefanten, die noch sehen, und auch alle Elefanten, die noch nicht sehen, so praktische, lange Rüssel. Wie ein wunderwitziges Elefantenkind.